Glaubst du tatsächlich an eine wirkliche Entrückung, an die Zukunft Israels, an die Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit mit Posaunenschall, an die Aufrichtung eines messianischen Friedensreiches für 1000 Jahre, an einen neuen Himmel, an eine neue Erde? Ist da nicht manches symbolisch? Ja, ich habe das Vorrecht, heute mit Johannes Pflaum, ein nicht unbekannter Verkündiger im deutschsprachigen Raum, vor allem und sicherlich auch etwas international zusammen zu sein, mich mit ihm zu unterhalten, ein paar Fragen zu stellen über den Stellenwert der Prophetie. Darum soll es in diesen Minuten jetzt gehen. Und bevor wir anfangen, lieber Johannes, wäre es vielleicht ganz gut, wenn du ein bisschen etwas zu dir selber sagst. Also, wo kommst du her? Du hast, glaube ich, eine theologische Ausbildung gemacht. Was arbeitest du? Als was arbeitest du heute? Was dir da so in den Sinn kommt? Ja, also die Sprache verrät mich. Ich bin kein echter Schweizer, sondern wir sind seit 30 Jahren in der Schweiz. Ich war ursprünglich Verlagskaufmann und dann kam der Ruf in den vollzeitlichen Dienst. Und dann habe ich am Theologischen Seminar der Liebenzeller Mission meine Ausbildung gemacht. Ich war auch aufgewachsen auf dem Missionsberg. Und dann waren wir 5 Jahre in Deutschland im Gemeindedienst. Danach kam der Ruf in die Schweiz vor 30 Jahren. Dann war ich für einige Jahre Pastor in einer Gemeinde und war noch eine Zwischenstation in einem kleinen Missionswerk. Und seit 23 Jahren stehe ich jetzt im übergemeindlichen Dienst. Als Bibellehrer, wir sind fest verwurzelt in einer kleinen Gemeinde im Rheintal, in Sennwald, aber hauptsächlich bin ich unterwegs bei einem kleinen Verein angestellt, der nennt sich Bibellehrdienst, darf auch mit unterrichten am EBTC und freue mich auch über die Verbindung zum Mitternachtsruf über all die Jahre. Ja, vielen Dank. Genau. Das ist schon mal ein guter Anfang. Du hast gerade gesagt, also du stehst im übergemeindlichen Dienst, kommst also viel rum, denke ich mal, und stehst im Bibelschuldienst, EBTC. Und da sind wir eigentlich schon beim Thema. Darum die Frage, als Lehrer und als Verkündiger im Pastoraldienst, welchen Stellenwert hat für dich die biblische Prophetie? Eins ist uns klar, das will ich jetzt hier sagen, es geht immer, wie Paulus sagt im Epheserbrief, um den gesamten Ratschluss Gottes. Aber ich komme auch relativ viel rum und ich werde immer wieder damit konfrontiert, dass Leute leider sagen, in meiner Gemeinde oder auf unserer Bibelschule ist das Thema Prophetie eigentlich gar kein Thema. Da wird kaum drüber gesprochen. Welchen Stellenwert, noch einmal, für dich als Lehrer und Verkündiger hat die Prophetie der Bibel? Ja, die biblische Prophetie hat einen sehr hohen Stellenwert, nicht im Sinn von Spekulationen oder Berechnungen, aber die ganze Bibel ist ja auf Prophetie angewiesen. Amen. Und auch als Gemeinde Jesu, wir haben heute einen Auftrag, wir sind berufen, aber unsere eigentliche Berufung liegt in der Zukunft. Ja. Das vergessen wir oft. Und in diesem Zusammenhang ist Prophetie ganz wichtig. Zum einen, dass wir von Verirrungen und Verwirrungen bewahrt bleiben, die auch in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben, beispielsweise, dass die Gemeinde das sichtbare Reich Gottes auf Erden schaffen könnte. Und da zeigt uns die Bibel in eine ganz andere Richtung. Ja. Die biblische Prophetie ist also wichtig, dass wir uns nicht in falschen Dingen verlieren. Die biblische Prophetie ist wichtig auch für unser persönliches Leben in der Nachfolge. Dass wir ausgerichtet sind auf die Wiederkunft Jesu, nicht alles nur theoretische Gebilde oder Fragen, über die wir uns den Kopf zerbrechen und zerstreiten, sondern dass wir das Ziel haben, auch in der Nachfolge, der Tag, wenn Jesus seine Gemeinde vollendet. Und in der Prophetie geht es ja immer um die Ehre Gottes. Und deshalb kann uns Prophetie nie gleichgültig sein, auch was Israel betrifft, was den Heilsplan betrifft. Es geht um seine Ehre und deshalb ist das ganz wichtig auch fürs persönliche Leben und vor allem, dass wir zielgerichtet bleiben, nach vorne gerichtet. Du hast gerade gesagt, dass in vielen Gemeinden das kein Thema ist oder nur noch wenig genannt wird und es hängt wohl mit unserem Wohlstand zusammen, mit der Glaubensfreiheit, dass wir uns so im Jetzt und Heute verlieren und vergessen, dass wir ein Ziel haben und dass das Eigentliche nicht hinter uns liegt oder heute da ist, sondern immer noch in der Zukunft liegt. Ja.
Und dazu kommt noch, als dann 1948 Israel wieder erstanden ist als Staat. Und da war eigentlich Israel in sehr vielen Bibelwochen bis in die 60er, 70er Jahre über Denominationen hinweg ein Thema gewesen, sogar in Evangelisationen. Ich erinnere mich an Pfarrer Gerhard Bergmann Anfang der 80er Jahre, wie er an einem Abend in der Evangelisation sagte, heute möchte ich Ihnen den Unglauben schwer machen. Und dann ging es ums Thema Israel. Dann hat er Israel von der Bibel her aufgezeigt. Und natürlich gab es auch manche Spekulationen, die übers Ziel hinausgeschossen haben. Auch das bekannte Buch von Hal Lindsey, Alter Planet Erde, wohin? Und da hat das Ganze so ein bisschen Knick bekommen. Ja. Und dazu kommt auch noch die Situation, 48, 67, auch 73 haben viele bibeltreue Christen erkannt, jetzt entwickelt sich Entscheidendes um Israel herum, was der Vorspann wird zur Wiederkunft Jesu. Ja. Und dann hat man sich in Jahrzehnte daran gewöhnt, wenn ich das mal so sagen darf, sich jedes Mal tragisch, was in Israel passiert, aber sozusagen, dass es dort kracht und dann beruhigt sich's wieder und dann kracht's und beruhigt sich wieder und irgendwie so draus abgeleitet, unterschwellig, es geht ja immer so weiter und diese Naherwartung verloren und der Blick für die Bedeutung Israels. Und deshalb, biblische Prophetie hat nur einen Stellenwert. Noch einen Satz dazu. Im Durchschnitt spricht jedes Kapitel im Neuen Testament von der Wiederkunft Jesu. Wenn wir alle Verse verteilen, auf die Kapitel, den Schnitt ausrechnen. Und da sehen wir, wie wichtig dieses Thema ist in der Gemeinde Jesu. Ja, und um das vielleicht gerade mit einem Bibelvers zu untermauern, das hast du eigentlich wunderbar auf den Punkt gebracht, aber das ist ja das, was 2. Petrus 2 sagt. Wir haben das prophetische Wort als ein Licht für unseren Weg, auch um mit dem Psalm zu sprechen, um eine Wegweisung zu haben für unsere Welt. Du hast aber eben auch angesprochen, das ist eine Gefahr, da müssen wir uns ja alle drunter stellen. Es gibt manchmal dann Spekulationen, da schießen wir über das Ziel hinaus. Und darum sollte es auch wichtig sein, zu unterscheiden. Warum sprechen wir von biblischer Prophetie und nicht einfach nur von Prophetie im Allgemeinen? Jawohl. Das hat sich ja in den letzten Jahren so eine Tendenz entwickelt, die immer mehr auf die Evangelikalen übergreift, von Gottes Stimme hören oder Bilder sehen und angebliche Prophetien, die der Herr gegeben hat. Und da ist ganz wichtig, dass wir unterscheiden. In der Bibel hat uns Gott seinen ganzen Ratschluss gegeben, alles, was wichtig ist. Ja. Und wir müssen uns an Gottes Wort halten, wir müssen uns auch unter Gottes Wort beugen und wo wir uns selbst vielleicht mal verrennen bei der Thematik, auch von Gottes Wort her korrigieren lassen. Aber ganz vorsichtig von sogenannter Prophetie, die auch immer mehr in evangelikalen Kreisen kommt, die nicht aus der Bibel kommt und die nichts mit der Bibel zu tun hat. Und das kann ganz schnell auf falsche Gleise führen. Ja. Jetzt nicht nur, dass es sowieso fragwürdig ist, sondern das zieht weg von der Bedeutung von Gottes Wort auf die persönliche Erlebnis- und Erkenntnisebene. Ja. Und wenn man dort angelangt ist, dann ist die Tür für alle Irrungen und Verwirrungen offen, so fromm das auch klingen mag. Ja, ja, wunderbar. Wunderbar, also schön bei der Bibel bleiben. Ganz Darum genau. geht es. Und die Prophetie im Licht der Bibel, der Zusammenhänge versuchen zu beleuchten. Ja. Ja. Und immer zu wissen, ja, es gibt da viele Nuancen und man kann nicht genug beachten, was die Bibel im Zusammenhang zu den eigenen, zu vielen prophetischen Stellen sagt. Genau, darf ich da noch kurz einen Satz dazu sagen? Gerne. Auch in der aktuellen Situation ist mir wieder so wichtig geworden, Gott wird sein Wort wörtlich erfüllen. Ja. Und vermutlich, oder nicht vermutlich, sondern sicher viel wörtlicher, wie wir das meinen. Ja. Aber die zweite Frage ist, ob sich alles so erfüllt, wie ich das sehe und einordne. Ja. Und da müssen wir wirklich offen bleiben von der Bibel her, dass wir unter dem Wort stehen und unser Herr wird sein Wort erfüllen, aber ob unsere Erkenntnis dann genau aufgeht, das ist eine andere Frage. Ja, und da muss ich sagen, so geht es mir in den letzten Monaten oder vielleicht schon Jahren. Ich zweifle nicht an Gottes Wort. Also da darf ich mit Paulus sprechen. Ich glaube an allem, was geschrieben steht. Das ist 100%ig klar. Aber ich zweifle manchmal daran, ob meine Sichtweise die richtige ist. Ob es nicht vielleicht doch von den Zusammenhängen her
etwas anders gemeint sein könnte. Ja? Ob ich mit der Auslegung wirklich 100%ig richtig liege. Ja. Das ist die große Frage. Und da möchte ich mich auch immer wieder demütigen. Ja, genau. Und wenn wir gesagt haben, du sprachst jetzt von wortwörtlicher Prophetie, Erfüllung wortlicher Prophetie, das wäre eigentlich auch eine Frage. Glaubst du tatsächlich an eine wirkliche Entrückung, an die Zukunft Israels, an die Wiederkunft Jesu in großer Kraft und Herrlichkeit mit Posaunenschall, an die Aufrichtung eines messianischen Friedensreiches für 1000 Jahre, an einen neuen Himmel, an eine neue Erde? Ist da nicht manches symbolisch? Ja, sehr gute Frage. Ja, ich glaube wirklich daran. Und ich begründe das jetzt, warum, weil es so in der Bibel steht. Darum sitzen wir hier, ja. Genau, da sitzen wir hier. Weil es genau so in der Bibel steht. Und denken wir an den Propheten Sacharja, was er über das erste Kommen Jesu gesagt hat. Steht ja nicht drin, dass der Messias zweimal kommt. Ja. Aber eben, was er über das erste Kommen Jesu gesagt hat, das hat sich wortwörtlich erfüllt. Für 30 Silberlinge verlassen. Alle Jünger, verraten, Entschuldigung. Ja. Alle Jünger haben ihn verlassen. Er ist auf einem Esel in Jerusalem eingezogen. Also alles, was wir in Sacharja 1 bis 11 lesen über das erste Kommen Jesu, hat sich wortwörtlich erfüllt. Und deshalb ist es ganz sicher, dass sich auch alles, was wir über sein Kommen in Macht und Herrlichkeit lesen, erfüllen muss. Sonst wäre das ab Kapitel 12 ein Knick im Bibelverständnis. Wenn ich sagen würde, ja, das mit der Silberlingen, mit dem Esel, das war alles wörtlich, mit dem Verlassen der Jünger. Aber wenn da steht, dass sie ihn sehen werden, indem sie ihn eingestochen haben, dass er seine Füße auf den Ölberg steht, dann ist das geistlich zu verstehen. Und es geht ja noch einen Schritt weiter. Wir haben dann ja in der Prophetie exakte geografische Angaben. Wir haben beispielsweise in Sacharja 12 Geschlechter des Hauses Davids aufgeführt und so weiter. Und diese Dinge kann man nicht vergeistlichen. Ja. Wo es um exakte geografische Angaben geht, ist immer diese Erde und Israel gemeint. Ja. Beispielsweise auch Ezekiel 47, da haben wir das Tote Meer mit seinem Strand. Es kann nur das Tote Meer sein. Und da haben wir auch das Meer im Westen, das westliche Meer, das Mittelmeer. In der Neuschöpfung gibt es kein Meer mehr. Das lesen wir in Offenbarung 21. Und es fällt sehr schwer zu vergeistlichen, was soll das Tote Meer bedeuten. Gut, vielleicht sind wir manchmal salzig, aber du verstehst, was ich meine. Das kann man nicht einfach übertragen, das Ganze. Und deshalb bin ich fest überzeugt, das muss sich so erfüllen, wie das da ist. Und dann ein weiterer Grund, die Prophetie über Israel. Alle Verheißungen an die Zukunft Israels, auch die Landverheißung, die sich noch nie erfüllt hat, in ihrer ganzen Größe in der Geschichte, die ist im Abraham-Bund begründet. Und der Abraham-Bund ist ein einseitiger Bund, der allein in Gottes Zusage begründet ist. Der Sinai-Bund, der Mose-Bund, Gesetzesbund, alter Bund ist ja alles dasselbe, der war an Bedingungen geknüpft. Aber der Abraham-Bund ist ein einseitiger Bund in Gottes Zusagen und darauf nimmt Paulus Bezug in Römer 9 bis 11, wenn er sagt, dass Gott treu ist. Und deshalb wird Gott am Ende mit Israel zu seinem Ziel kommen, wie er das verheißen hat. Alles andere wäre sonst verkehrt. Ja. Also ich meine, in der Offenbarung finden wir ja Symbolsprache. Das ist uns ja klar. Jawohl, in der ganzen Prophetie immer wieder. In der ganzen Prophetie immer wieder. Es ist aber ein bisschen schwer. Gibt es da einen, ich hätte fast gesagt einen Trick, also das ist eine dumme Aussage, oder gibt es da eine Lehrhinführung? Wie kann ich unterscheiden, zum Beispiel jetzt in der Bibel, speziell auch in der Offenbarung, in den prophetischen Büchern überhaupt, was symbolisch ist und was wortwörtlich ist? Ja, das ist eine gute Frage und eine nicht einfache Frage, Norbert. In der Offenbarung selber haben wir ja manche Hinweise, da heißt es wie. Genau, und das ist dann oft. Und da sieht man schon, das ist vergleichen, weil er es einfach nicht fassen konnte. Ich halte sogar für möglich, dass manche Dinge sich sowohl bildlich wie auch wörtlich erfüllen. Ja. Und dann müssen wir sehen in der Prophetie, die Bildsprache in der Offenbarung, wenn jetzt auch Johannes spricht von Kriegsheeren, die da gerüstet sind und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass alles am Ende Pferde sein müssen
oder auch die Kampfrosse im Alten Testament. Interessant, dass zum Beispiel der israelische Panzer, ich sage jetzt nicht, Panzer sind Erfüllung der Prophetie, bitte nicht falsch verstehen, aber der heißt ja Merkava. Und das ist ja der Kampfwagen im Alten Testament. Ja. Und wir haben das in den Propheten immer wieder, dass manche Dinge auch bildlich ausgedrückt werden, die dann zum Ausdruck bringen, was passieren wird. Aber das müssen jetzt nicht Pferde sein. Ja. Zum Beispiel bei Hesekiel oder bei Sacharja am Ende mit den Kriegsheeren. Aber hier wird deutlich gemacht, es werden Kriegsheere sein. Ja. Und wo dann geografische Angaben sind, da ist sowieso ganz klar Ortsangaben, das ist wörtlich gemeint. Ja. Dann glaubst du auch, wenn es da heißt, 144.000 Versiegelte aus den 12 Stämmen, diese Zahl nimmst du buchstäblich? Die nehme ich fest, weil wir keine andere Erklärung haben. Ja. Ich weiß 10, die Zahl der Nationen, 10 mal 10 mal 144 sagen manche, 144.000, also symbolische Zahl für die Gemeinde Jesu, aber hier sind Stämme Israels wörtlich genannt. Kurze Geschichte dazu, Norbert. Als unsere Kinder noch kleiner waren und wir haben dann gesprochen über die 12 Stämme Israels und ich habe das ihnen erklärt, die 12 Stämme Israel. Da sagt eines unserer Kinder, gell Papa, wir gehören zum Stamm Pflaum. Das wäre in dem Fall eine Versinnbildlichung gewesen. Aber wo es um die Stämme Israels geht, das sind Stämme Israels gemeint. Und da müssen wir auch nicht irgendwie Kunststücke probieren, gehören Menschen, die gerettet werden, vielleicht zu irgendeiner dieser Stämme, könnte es da eine Umleitung geben oder einen Zusammenhang, sondern da geht es um Israel, wo die 12 Stämme Israels sind. Ja, ich kann das alles unterstreichen. Also das ist ein bisschen vielleicht provokativ, diese Frage, aber sie sollen ja auch den Zuhörern oder Zuschauern auch dienen, weil viele diese Fragen eben haben. Ja. Und wenn wir bei Prophetie sind, dann ist natürlich Endzeit. Endzeit, was meinst du? Irgendwo leben wir schon in der Endzeit seit dem ersten Kommen Jesu, aber jetzt so im Sinne von, also heute wird es wirklich prickelnd. Ja. Leben wir am Ende der Tage? Was ist so deine Meinung? Es geht jetzt nicht um Spekulation, aber wenn man das alles sieht, was jetzt auch in Israel los ist, und das könnte ein Flächenbrand werden. Ja. Manche sagen sogar, Politiker, Mensch, wir haben Angst vor einem 3. Weltkrieg. Ja. Und es gibt ja viel Prophetie, sagen wir mal, Daniel 11, Hesekiel 25, Sacharja 2, glaube ich, in den Psalmen etc., wo man sagen könnte, also das ist heute, das nimmt Formen an. Ja. Um das mal vorsichtig zu sagen. Es muss nicht die Erfüllung sein, die Enderfüllung, aber es nimmt Formen an. Was denkst du, wie siehst du die Situation jetzt so für dich als Bibellehrer, Verkündiger? Ja. Also wir müssen ja unterscheiden zwischen den Zeichen der Zeit und dem Zeichen der Zeit. Und das Zeichen der Zeit ist Israel. Jetzt kann ich jetzt nicht alles näher ausführen, aber der Feigenbaum in Matthäus 24, Israel, Lukas 21 und von dort aus auch die Zeichen der Zeit, unabhängig jetzt von der Frage nach der Entrückung. Und mit der Rückwanderung Israels, mit den Aliyah-Wellen, die da waren, da begann wieder der Saft in dem scheinbar toten Feigenbaum zu laufen sozusagen. Und dann haben wir diese Rückwanderungswellen erlebt nach Israel und mit der Staatsgründung Israels. Selbst im 5. Buch Mose ist die Zerstreuung, übrigens eine zweimalige Zerstreuung, ist jetzt aber nicht mein Thema, und dann die Sammlung Israels gesagt. Und da wird ganz deutlich, mit der Staatsgründung Israels begibt sich die Weltgeschichte auf die Zielgerade vor der Wiederkunft Jesu. Und ich möchte es an einem Beispiel deutlich machen, das ehrlicherweise von meinem Vater stammt, aber das sich mir tief eingeprägt hat. Ich bin ja viel unterwegs zu Diensten in Deutschland, im Ausland, und wenn ich dann zurückkomme, dann kommt in der Regel die Autobahnausfahrt Wil. Und dann weiß ich bin jetzt auf der letzten Wegstrecke ins Toggenburg nach zu Hause. Aber ich kann nie genau sagen, wie lange geht diese letzte Wegstrecke. Ist der Weg frei? Nachts ist er erst frei. Kommt eine neue Baustellenampel? Ist ein Unfall da? Gibt es Stau? Und manchmal dauert es dann länger wie gedacht und manchmal dauert es kürzer wie gedacht. Und ich bin überzeugt von der Bibel her, von dem, was uns die Bibel über Israel sagt. Seit 1948 sind wir, bildlich gesprochen, von der Autobahn abgebogen auf die letzte Wegstrecke vor der Wiederkunft Jesu. Sehr gutes Beispiel. Und wie vorher schon angeklungen, man hat gedacht, jetzt geht's schnell. 67,
48, 67, 73. Und dann ist vielleicht noch eine Baustellenampel gekommen, mit der wir nicht gerechnet haben, oder ein Stau. Und der Herr kann die Dinge beschleunigen oder verzögern. Jetzt nochmal zurück zu den letzten Jahrzehnten. Das war so trügerisch. Wie ich schon gesagt habe, es hat immer wieder Ereignisse gegeben, dann hat es sich wieder beruhigt. Dann hat es Ereignisse gegeben und wir sind schläfrig geworden. Und ich bin überzeugt, was wir momentan in und um Israel erleben, unabhängig davon, dass wir jetzt rechnen wollen, das bringt uns wieder einen großen Schritt der Wiederkunft Jesu näher, weil es sieht jetzt auch so aus, dass Israel ein Stück weit in Rückenlage kommt. Ja. Und dass sie auf Hilfe von außen angewiesen sind. Wir wissen nicht, wie sich alles entwickelt. Auch bei uns kann alles kippen. Diesbezüglich, wir wissen nicht, was in den nächsten Monaten passiert. Und möglicherweise sind wir schon viel näher, wie wir meinen. Ich sage es jetzt nicht, um zu spekulieren. Nein. Aber dass wir uns bewusst sind, weil wir so von unserem Wohlstand noch geprägt sind, dass außen noch alles scheinbar gut läuft und so weiter, dass wir das vergessen haben. Und dann noch ein Beispiel dazu, wenn ich das bringen darf. Einer meiner Lehrer war Pfarrer Fritz Grünzweig über die Offenbarung. Und ich habe sehr viel von ihm gelernt, von seinem Unterricht, profitiert. Und das eine, was mich sehr stark beeindruckt hat, er hat ja 2 Bände über die Offenbarung geschrieben, dass er am Ende gesagt hat, er sieht jetzt die Entrückungsfrage etwas anders wie ich, aber das ist für mich zweitrangig, dass er gesagt hat, und Brüder, ich habe euch jetzt das alles gesagt, wie ich das sehe, aber es kann auch ganz anders kommen. Und das Wichtigste ist, dass ihr bereit seid und nicht auf dieses und jenes achtet. Und dann hat er uns noch was erzählt. Er sieht ja die Entrückung aus der Trübsal, Pfarrer Grünzweig. Und als er 1973 zum Dienst unterwegs war, gemeinsam mit Konrad Eisler am 6. Oktober, dann kam im Radio, Israel ist überfallen und die Abwehrmechanismen ziehen nicht mehr wie im Sechstagekrieg und zuvor. Und dann sind sie von der Autobahn runtergefahren in einen Waldweg und haben gebetet, Herr, wenn du jetzt kommst, lass uns bereit sein. Ja. Und er hat gesagt, dass er in den nächsten Tagen sehr viel gebetet hat. Ja. Und das hat mich tief beeindruckt, weil er ja die Entrückung aus der Trübsal sieht, wo man erwartet, dass noch dieses und jenes passieren wird. Aber einfach, und möglicherweise sind wir dem auch schon viel näher, wie wir meinen. Und ich habe in diesen Tagen immer wieder gesagt, wir sagen das ja oft, aber wir müssen uns das wieder bewusst werden. Die Entrückung ist scharf gestellt. Und wir lassen uns oft der Wohlstand, und wir denken, das wird irgendwie wieder. Aber ich bin überzeugt, wir sind wirklich auf der letzten Wegstrecke. Noch ein letzter Satz dazu. Wir müssen sehen, was jetzt kommt, ist alles global. Ja. Und Israel im Brennpunkt. Ja. Und das ist das, wo deutlich macht, der Herr kommt bald. Und das ist ja auch der Hinweis der Prophetie, dass es zielpunktmäßig um Israel geht, ist wieder im Zentrum, aber dass es dann Kreise zieht, die eben global sind. Ganz genau. Ich erinnere mich auch gerade, als du das gesagt hast mit Fritz Grünzweig und so weiter, ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das gewesen ist, was kommt mir jetzt spontan, aber da hat jemand gesagt, ich glaube, das war im Jom Kippur-Krieg, als Israel auch auf der Kippe stand, zu verlieren. Und da hat er gesagt, wenn Israel jetzt ausgelöscht wird, dann können wir die Bibel zuklappen. Ja. Also mit anderen Worten, nein, wir glauben weiter. Ja. Jesus hat damals gesagt, den Himmel könnt ihr beurteilen, Sonnenaufgang, Abendrot, Morgenrot und so weiter, aber die Zeichen der Zeit nicht. Er meinte ja damals seine Zeit, als er das erste Mal in die Welt kam, kann man ja übertragen auf unsere Zeit. Ja. Oder ich hatte hier mal aufgeschlagen, 1. Chroniker 12, Kapitel 12, Vers 33. Da geht es um die Leute von Isaschar, die Zeichen zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun musste. Das braucht es heute, nicht wahr? Auch in den Gemeinden. Darum ist Prophetie, sachliche Prophetie für die Gemeinden und Bibelschulen wichtig. Wie du gesagt hast, damit wir wachen können. Genau, ja. Und zum Schluss vielleicht noch eine letzte Frage. Der Konflikt ist jetzt da. Ja. Israel auf der einen Seite, grausam, was da passiert ist. Hamas auf der anderen Seite, Flüchtlinge, Geiseln gefangen genommen, jüdische, palästinensische Menschen, Frauen, Kinder sind auf der Flucht in den Süden. Kannst du uns da noch so dein persönliches Empfinden als Christ, der den Heiligen Geist hat, der die Liebe hat,
der mit Jesus unterwegs ist. Kannst du da vielleicht noch irgendwas zum Schluss sagen? Ja. Also das eine, für uns alle kam ja auch dieses Ereignis völlig überraschend. Wir haben mit vielen gerechnet, aber nicht mit dem. Und das ist mir auch nach der Corona-Zeit oder in der Corona-Zeit schon wichtig geworden. Es gibt immer wieder Entwicklungen, die uns völlig überraschen werden. Ja. Aber jetzt zur aktuellen Situation in Israel. Als Christ, der die Bibel lieb hat, der seinen Herrn lieb hat, gehört immer dazu, dass wir Gottes Volk lieb haben. Ganz klar an der Seite Israels stehen und nicht dieses komische, oft in den westlichen Medien Spiel, ja, aber und so weiter und schließlich diese Verschiebungen, die es da gibt, ganz klar zur Seite Israels stehen. Wir haben ja Ähnliches erlebt wie im Holocaust, in kleinem Ausmaß, aber Ähnliches wie im Holocaust. Und jahrzehntelang die Frage, wie konnte das damals geschehen? Ja. Warum wurde geschwiegen? Und jetzt sind wir gefragt, uns ganz klar an die Seite Israels zu stellen. Das ist das eine. Aber wir wissen auch aus der Bibel, der Herr bringt sein Volk auf den Heimweg, so drücke ich das aus, vor der Wiederkunft Jesu. Und dieser Heimweg ist für Israel mit großen Schmerzen verbunden, durch die der Herr sein Volk vorbereitet für seine Wiederkunft. Und wir haben noch nicht das erneuerte Israel. Es ist noch das unerrettete Israel. Ich sage immer Jakob und noch nicht Israel, biblisch gesprochen. Und er redet dadurch mit seinem Volk. Und mir ist es wichtig, dass wir jetzt beten für Israel, um Bewahrung, dass wir ganz klar an der Seite Israels stehen, aber dass wir auch beten für das Zeugnis unserer messianischen Geschwister in Israel, dass das jetzt stark wird und dass ein Fragen wach wird nach dem Gott Israels, nach dem Messias, dass Menschen Jesus als ihren Retter heute schon erkennen, wenn er auch am Ende wiederkommt. Und dann das andere mit der Hamas, das ist ganz klar mit der Hisbollah. Es geht im Prinzip um die Auslöschung Israels. Dann kann Gott seine Verheißungen nicht wahr machen. Wiederkunft Jesu ist an das Land Israel gebunden, genauso wie das erste Kommen. Und wir wollen aber auch beten, wir stehen ganz klar zu Israel. Und auch den Medien deshalb kritisch gegenüber, die ja oft anders darstellen, aber auch darum beten, dass doch auch im Gazastreifen Menschen zum Glauben an Jesus kommen und auch aus diesem Hass herausgerettet werden, wo er da ist. Es gibt ja auch anderes, nicht bei allen Hass da, dass sie doch wirklich Christus erkennen und gerettet werden und dann beten, dass unser Herr bald wiederkommt. Dass die Geschichte von Leid und Blut, die sein Volk jetzt so lange durchlaufen hat, dass er doch wirklich bald mit Israel zum Ziel kommt und die letzten Verheißungen erfüllt. Und darf ich das noch dazu sagen? Dann denken jetzt vielleicht manche, ja, was ist mit meinen nicht geretteten Familienangehörigen oder andere Menschen? Und dann dürfen wir beten, Herr, komm du bald mit Israel zum Ziel, komm du bald mit deiner leidenden Gemeinde zum Ziel, komm du bald wieder, aber rette vorher noch die Menschen, die uns lieb sind, für die wir beten, und rette noch viel mehr Menschen, aber bitte komm bald, Herr, mach deine Verheißung wahr. Johannes, es war sehr schön. Vielen Dank für die Zeit, die du uns zur Verfügung gestellt hast. Und danke auch, Norbert, für die Einladung. Und wir wünschen dir für deine Arbeit als Bibellehrer in Bibelschulen oder eben als Verkündiger, pastoralen Dienst, Gottes reichen Segen, er möge dich erhalten als eine Stimme für seine Sache. Danke. Maranatha.